Die Maschinen sind unter uns. Immer noch, Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Duel Accelerator. Diesmal ist Luna an der Reihe. Das letzte Mal war es ja Leo und jetzt halt Luna. Die wir noch antreten müssen. Wieder mal das Cyber-Maschinendeck. Das Cyber-Maschinendeck. Ein bisschen langsamer sprechen. Weil ich noch zwei Monster gerne beschwören würde. Das eine ist der Cyber-Finsternis-Drachen hier und das andere der Chimera-Tech-Überdrache. Um euch einfach mal das auch gezeigt zu haben. So, dann mal kurz wählen. Ene, mene, mu und raus bist du. Hallo? Jetzt. Nein! Oh. Ja, immer diese Psychospiele, was? Ein kleines Mädchen. Sollte ich lieber nicht unterschätzen. Alles klar, Luna. Und wieder mal ist es Zeit. Für ein... Ach du Scheiße. Ja, Zeit für ein Duell. Was haben wir denn da für Karten auf der Hand, alter Schwede? Der Knochen, der Knochen, das Horn. Aber nichts davon brauche ich jetzt. Ja, ist ja super. Mein Zug und ich ziehe. Doch zumindest. Gelber Brat. Ah, du bist die Rettung. Aber zumindest. Gelber Brat, zeige dich. Natürlich will ich den Effekt aktivieren. Was denkst du denn, Michael? Yeah. Mal sehen, was diese Karte kann. Wieso? Auge der Wahrheit. Was? Ich muss mit offenen Karten spielen? Die alte spinnt doch. Ja gut, wir merken ja nicht viel davon, aber jetzt sieht die meine Karten. Ja, ist ja sehr schön. Ja. Herzlichen Glückwunsch auch. Alter Schwede. Ja, die Kleine ist ja ganz schön frech. Muss ich mal so erwähnt haben. Gut, Dimensionskapsel. Welche Karte hole ich denn damit? Ich habe einen bestimmten Sinn. Muss mal kurz gucken. Ein Deck zurück. Das wird also viel, wenn ich die auf der Hand hätte. Dazu bräuchte ich aber noch... Ja, Das ist mies. Ich bräuchte noch den Cyber-Finsternis-Drachen. Also zuerst mal den Zapfen brauchen, dann noch den Drachen. Den kann ich ja sonst mit Zanga noch holen. Das heißt, ich hole jetzt mal den Drachen hier vor. Na, wird's bald mal was? Ah, hier ist der. Der finstere Drache. Oh yes. Yes, we can. Und jetzt. Battle-Phase. Oh ja. Kleiner gelber Apparat. Greif an mit gelber Zahnradattacke. Das war ja mehr eine Kettensäge, aber ist ja egal. Oh nein. Oh, sie spielt so ein Deck. Ja, leck nach am Tschöpli, hey. Ja, das kann was werden, Freunde. Das kann was werden. Ja, 1000 Punkte, schön und gut. Sie bekommt welche, ich nicht, obwohl ich bekomme es das nächste Mal auch wieder. Da sieht. Hallo. Anzeigen. Hier. Was? Erhöht die Lebenspunkte deines Gegners in jeder seiner Standby-Phasen um 1000 Punkte, wenn er eine Zauberkarte in seiner Hand hält. Halte ich gut, somit sind mir Punkte eigentlich gewiss. Also mir gewiss, ne? Versteht sich gut. Ja. Und Knochen. Ja, bin mal gespannt, ob der Trick so aufgeht, wie er auch sollte. Wieso ist die so mies zu mir? Ein Monster. Einfach im Arsch. Ja, schönen Schrank auch. Ich beschwöre flinke Momonga. Ja, du mich auch. Oh. Oh. Oh, voll auf die Klöten. Autschi. Oh, komm on, nicht schon wieder. Das ist mir echt ein bisschen zuwider. Autsch. Menno. Das ist eine verdeckte Karte. Finde ich cool, oder? Nö. Wieso nicht? Du bist klein. Ah, der Cyberdrache. Lang nicht mehr gesehen, Kumpel.
Ja. Komm schon her mit den 1000 Punkten. Dankeschön. Und, ja, das auch. Cyberdrache Power. Oh yes. Geil. Und zur Verstärkung kommt noch der grüne Apparat. Der Green Gadget mit seinem eigenen Effekt natürlich, mit seiner eigenen Fähigkeit. Und die besteht darin, jeden roten Apparat aus dem Deck auf die Hand zu bringen. Sehr, sehr schön. Und jetzt greift an. Meine Maschinen vernichtet sie. Das läuft nicht so gut. Tja, Luna, für dich vielleicht nicht, für mich schon eher. Hey, hast du was gesagt? Wie? Ich was gesagt? Nö, natürlich nicht. Wieso auch? Nö, ich habe nichts gesagt, ich habe nichts gepfiffen. Es ist alles okidoki. Ein bisschen schneller, wenn ich bitten darf. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Und Zug beendet. Naja. Sie hat zwar mehr Lebenspunkte als ich, aber dafür hat sie weniger Monster auf dem Feld als ich. Mit anderen Worten gar keine. Kuribon? Och nö. Wieder so eine Wattekugel oder was? Ja, ich bin Kuribon, alle Mädchen stehen auf mich. Friedensbote, muss das sein? Ach du Scheiße. Okay, ich habe alle 3 Cyberfinsternis-Viecher auf der Hand. Das ist natürlich sehr schön. Yeah. Brauche ich Stufe 3 dafür jeweils. So, der Drache habe ich damit auch auf der Hand. Fehlt ja nicht mehr so viel, nicht wahr, Freunde? Und hier kommt der rote Apparat. Und wie ich das will und wie ich das will. Ganz, ganz schnell. So Leute, es wird Zeit für den nächsten Angriff. Cyberdrache kann zwar nicht angreifen, der wurde ein bisschen auf Eis gelegt, aber das macht nichts. Wir haben noch den roten und den grünen Apparat. Komm schon, Kumpel. Lass mich nicht im Stich. Geil. Okay. Und jetzt nochmal grüner Apparat. Direkter Angriff. Scheiße. Autsch. Ja, so direkte Angriffe tun schon manchmal ein bisschen weh, oder? Jetzt erstmal die Cyberfinsternis-Viecher abwerfen, weil die brauche ich jetzt eh nicht mehr. Und zumindest momentan nicht. Und Friedensbote kostet sie weiterhin Lebenspunkte. Oh, Kuribon schon wieder. Ich bin mal gespannt, wie lange sie sich den Friedensboten noch leisten kann. Das ist ja immer so eine Frage, nicht wahr, Freunde? Zukunftsvision, Alter! Zukunftsvision, nicht Vision. Aber in der Wahrheit, Luna, du hast bald ausgespielt, aber erstmal kommt hier der gelbe Apparat. Und damit haben wir den grünen auf der Hand. Das liegt doch alles auf der Hand, Freunde. Und jetzt, Apparate, greift sie an. Als würdet ihr nichts lieber tun. Ja, so viel dazu. Und jetzt Grünapparat. Angriff. Ah, das gibt's nicht. Und ob es das gibt und das gleiche nochmal in Gelb.
Autsch. Da kann einem schon ein bisschen leid tun, oder? Oder? Kann sie das? Kann ein Mädchen einem leid tun? Nö, natürlich nicht. Ja, ein bisschen fies schon. Egal. So schmerzhaft können Angriffe von kleinen, aber fiesen Zahnrädern sein. Und jetzt ist das Horn dran. Das Cyberfieses Horn. Das wäre down, dann ist das nächste fällig. Denn mein Plan sieht ja vor, dass ich bald den nicht mehr bezahlen kann. Den miesen Wicht hier. Ganz mir, Kuribon, ich brauch dich. Ja, immer wieder brauchst du den. Ja, Kuribon, ich komme immer wieder, mich hält keiner auf. Naja, irgendwie schon, oder? Na egal. So, Leute. Wie jetzt? Simochiaki, ich habe eine Allergie. Du spinnst dir wohl, oder? Das kannst du doch nicht machen. Das geht nicht. Uah. Ai. Ich überlege gerade, was ich mache, was ich am besten machen sollte vor allem. Na okay, erstmal Geschäfte mit der finsteren Welt. Denn langsam sollte ich mal das Duell beendet haben. Nein! Moment mal, Ah, das ist genauso doof wie die anderen NPCs. Dankeschön, jetzt zusätzlich Karte. Oh ne, es sind Jeans. So muss das sein. Obwohl, es kann ja bald einen Cyber-Finsternisdrachen rufen. Oder wenn es so aufgeht, oder nicht. Ich bin ein bisschen unschlüssig, obwohl ich müsste noch eine Combo spielen. Na, ja, ist gut. Aber erstmal Angriff. Yes. Monster Attack. Hä? Das geht doch nicht. Kuribon. Bin schon da, Gebieterin. Au! Dieses kleine, fiese Mädchen hatte mich einfach ausgetrickst. Jo, ich glaube, ich bin ey. Das kannst du wohl nicht bringen, ey. Nee, das geht nicht. Auch wenn ich mit Akzent spreche, das kannst du nicht bringen. Nee, das geht nicht. Das kann die Kleine bringen. Nee. Los schon, geh. Gelber Apparat. Ich habe keine Ahnung, was hier für ein Akzent quatscht, aber es klingt irgendwie gar nicht mal so scheiße. Doch, klingt das und wie? Alter, klingt das mies. Oh, ich bin doch nur ein kleines, hilfloses Mädchen. Ja, jetzt tu nicht so, als wäre das irgendwie ein Duell auf Leben und Tod. Hehehe, Grins fies. Fies Grins. Egal. Ja, Freunde, jetzt ist die Qual der Wahl. Eine Menemu und raus. Gut, bist halt du. Weil ich habe einen Plan, auch wenn es vielleicht nicht so aussieht, aber ich habe einen. Glaubt's mir. Nur leider habe ich nicht mehr so viel Zeit, deshalb muss ich ein bisschen beeilen. Seelennehmer muss das sein. Na toll. Monster weg und 1000 Punkte Schaden oder wie? Au! Oh. Kuribon, hilf mir! Da geben sowas nicht die Klöten. Du gehst auf die Nerven. Moment mal, auf ihn gar nicht angreifen. Oh, das ist ja fies. Ja, ein bisschen fies. Ist das ja schon, obwohl. Mit Shinzo wird es wieder gehen. Ey, Mio, was? Bäm. Au! Dämliches Auge der Wahrheit. Bin ich so der Fan von Augen der Wahrheiten? 7 Monster habe ich auf dem Friedhof. Das wären mal die Apparate. Ja, aber der muss im Friedhof bleiben, weil ich einen Cyber-Finsternisdrachen rufen will. Menschenskind. Wie lange dauert das eigentlich noch? Von mir aus. Und wie ich die opfern will. Und zwar den gelben Kumpel wird geopfert für Shinzo. Hallo, kleines Mädchen. Oh, scheiße. Tja, die ahnt schon, was hier blüht. Und jetzt Zukunftsfusion. Und zwar... Hä? Wieso? Wieso den? Was soll das?
Den will ich doch gar nicht. Hä? Okay, ich hab Moment mal. Die von der Fusionsmonsterkarte ausgeführt sind, wähle das erste Fusionsmonster in deinem Extra-Deck. Ne, Moment mal. Und wähle das eine Fusionsmonster von deinem Extra-Deck. Beschwöre in deines 20. Beifasst. Stimmt das so alles? Aber ich wollte eigentlich den Cyber-Finsternis-Drachen rufen. Hä? Die von deinem Deck. Ach so, vom Deck. Deshalb. Ups, sorry, vorhin falsch gelesen. Ich dachte, von der Hand ging es und vom Friedhof. Ja gut, dann muss ich mich ein bisschen beeilen. Ein bisschen schnell beeilen. Jetzt mal den hier. Den braucht sowieso. Ja, kommt der Rest gleich auch. Alle auf dem Friedhof. Vielleicht ziehe ich dann ein bisschen schneller die Karte für den Cyber-Finsternis-Drachen. Hehe. Jetzt ging mal voll in die Hose. Ich könnte zwar, aber ich will nicht. Ich will nicht. Ich will auch den Drachen noch zeigen, Mensch. Okay, ich habe noch knapp 2 Züge Zeit, dann muss ich das Duell beendet haben. Sonst geht's mir an den Kragen. Kuribon, Effekt aktivieren. Schade genommen, ach du Scheiße. Die Fallenkarten funktionieren nicht mehr wegen Shinsu, das ist doch blöd. Gleich noch was ganz anderes, blöd. Oh, Scheiße. Das war jetzt mein Fehler. Die Trägheit für den ersten Zug, der könnte noch die Rettung sein. Aber echt mal, der könnte echt noch die Rettung sein. Das wäre echt geil. Gut, Friedensbote, den kann ich bald nicht mehr zahlen. Das ist sehr schön. Schwester Refiku, die Gefallene. Ganz cool, oder was? Och nö. Das kann's nicht bringen, Alter. Nicht mein Apparat. Muss das denn sein? Autsch. Gut, hier sagt der rote Apparat auch Geschichte. Und was macht sie jetzt? Sie macht nichts mehr. So, mein Zug. Komm schon, Einschlag. Scheiße. Das war auch gut. Muss ja was spielen, was? Verdammter Kakalores. Aber erstmal Topf der Trägheit. Ich habe einen anderen Plan, der vielleicht funktionieren könnte. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. So, nehme ich den noch. Der bringt mir auf dem Friedhof nicht gerade viel, oder? Aber zumindest die bringen mir nicht gerade... Na gut, mal schauen. So. Und die paar Karten zurück ins Deck. Ein bisschen schneller, mach ein bisschen hin. Nein, möchte ich nicht. Erst später. Wie üblich. 2 Karten ziehen, komm schon. Ich habe ihn, yes. Aber erstmal Tschüssikowski mit schwerer Sturm. Und somit kommt kein Chimera-Tech-Überdrache zum Zuge. Ist doch cool, oder ist das cool? Ja, natürlich ist das cool. Das ist sehr cool. Wenn ich jetzt sogar sehr viel Glück habe, könnte ich sogar noch mehr draus machen. Mal schauen. Geschäfte mit der finsteren Welt. Komm schon. Überlastfusion. Nö, scheiße. Okay, nichts gewesen mit Spesen. Aber egal, es geht auch so. Ladies and Gentlemen, ich präsentiere Cyber-Finsternis Einschlag. Später. Und damit kann ich Cyber-Finsternis Zacke, oder? Ja, Zacke. Cyber-Finsternis Knochen und Cyber-Finsternis Horn zurück ins Deck packen. Und nun kommt der einzig wahre Cyber-Finsternis-Drache. Im Angriffsmodus mit 1000 Punkten. Aber gleich mehr. Oder? Klappt's? Natürlich klappt's. Monster-Effekt des Cyber-Finsternis-Drachens. Und dafür habe ich den Drachen gebraucht. Den finsteren Drachen. Der finstere bewaffnete Drachen, mehr zu sein. Denn nun werden seine Angriffspunkte dazu gezählt. 4300. Und jetzt sitze ich dem Ganzen noch eins drauf. Mit begrenzter Entferner. Denn ihre Macht ist grenzenlose. Vor allem dem hier, alter Schwede.
Okay, wir haben noch gegangen. Aber egal, egal. Cyber-Finsternisdrache beendet das Duell gegen Schwester Refikul, die Gefallene. Was für ein dämlicher Name. Alles für den Sieg. Finsterer Cyber-Energiestoß. Wow. Wow, viel zu viel Power. Stimmt irgendwie was? Alter Schwede. Und das war's. Yes. Ja, du bist ziemlich gut. Wenn das nächste Mal duellieren, würde ich es gut finden, wenn mich nicht zu hart anpacken würde. Können Sie das machen? Das wäre echt cool von dir. Gut, Freunde, in der nächsten Runde dann. Oh, Entschuldigung, ist mir gerade das Mittagessen aufgestoßen. In der nächsten Folge ist dann Carmen fällig. Und bis dahin, alles Gute, viel Glück noch für was er auch immer gerade macht. Und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.